Ja, guten Abend zusammen. Müsst ihr euch vorstellen, meine Frau hat jetzt noch Führerschein gemacht. Gestern wollte sie das erste Mal allein fahren. Ich fahr mal eben im Auto in eine Stadt. Die war noch keine 3 Minuten die Tür raus, hat sie mich angerufen. Jetzt das Auto fährt überhaupt nicht. Da habe ich mal aus dem Fenster geguckt. Ja, ich sag, wenn ich nicht dabei bin, musst du dich auch links hinsetzen. Als ich eben zu Hause wegfahren wollte, kommt ein Bekannter, hat eine Frau im Arm und so eine kleine Hund an der Leine. Ich sag, wo hast du die Ratte denn her? Sagte, die habe ich vor 40 Jahren im Urlaub kennengelernt. Ja, als ich zuletzt vom Kehlen ausgekommen bin, bin ich zu schnell bei uns in der Einfahrt rein, bin ich voll hier in der Garage geknallt. Zum Glück war ich ohne Auto. Komm, meine Frau, raus, jetzt, wenn du so weiter sollst, kannst du mal zu den Anti-Alkoholikern gehen. Ich sag, ich trinke doch nicht mit Leuten, die ich nicht kenne. Ja, als ich heute Morgen wach geworden bin, sag ich für meine Frau, mach mir mal einen Kaffee. Jetzt, was willst du jetzt mit Kaffee? Du musst damit weitermachen, wo du mit aufgehört hast. Ja, ich sag, wenn du Lust hast. Hatte die aber nicht. Als meine Frau heute Morgen aufgestanden ist, sagt sie, ich habe den Rücken. Das ist bestimmt ein Hexenschuss. Nee, ich sag, die schießen noch nicht auf die eigenen Leute. Jetzt, wir haben auch Post gekriegt, die haben uns die Rente gekürzt. Ich sag, wenn ich die Bundeskanzlerin später mal im Himmel treffe, dann frage ich die mal, warum sie das mit uns gemacht hat. Sätze, die kommt nicht in den Himmel, die kommt in die Hölle. Ja, ich sag, dann kannst du sie ja fragen. Jetzt stell dir mal vor, was ich jetzt gelesen habe. Demnächst soll eine Sexsteuer eingeführt werden. Wenn du einen guten Sex hattest, musst du dafür Steuern bezahlen. Ja, also, da haben wir ja nichts mit zu tun. Ja, ansonsten habe ich viel Pech gehabt. Zuletzt war ich mit dem Auto unterwegs, bin in so einen ganz starken Nebel gekommen. Jetzt hatte ich aber das Glück, dass ein Auto vor mir war. Bin ich immer ganz dicht hinter dem hergefahren. Aber auf einmal ist der stehen geblieben, bin ich dem voll hinten drauf geknallt. Ich sag, können Sie mir mal sagen, warum Sie jetzt stehen geblieben sind? Ich sagte, können Sie mir mal sagen, was Sie in meiner Garage wollen? Ach, letztes Jahr war meine Frau in der Kur, habe ich sie dahin gefahren. Sie ist jetzt unterwegs, auch wenn man das Auto ist so dreckig, das hätte sie gut vorher mal waschen können. Da bin ich direkt in so eine Autowäscherei gefahren. Wie wir in der Kur angekommen sind, sagte sie, wenn du mich besuchen kommst, musst du aber vorher das Auto waschen. Ich sage, das mache ich auch. Nach 6 Wochen hat sie mich angerufen. Warum kommst du mich nicht besuchen? Ich sage, weil das Auto noch nicht dreckig ist. Anschließend sind wir in Urlaub gefahren, aber getrennt. Aber nach 3 Tagen hat sie mich schon angerufen. Sätze, da wo du bist, sind auch Frauen. Ja, ich sag, aber die wollen all Geld haben. Sätze, sie gibt nicht mehr wie 30 Euro. Ich sag, was soll das denn heißen? Ja, Sätze, mehr krieg ich auch nicht. Ach, vorher Sätze auf einmal, jeder Mensch hat ja so seine heimlichen Wünsche. Erzähl mir doch mal deinen heimlichen Wunsch. Vielleicht kann ich dir den Wunsch erfüllen. Ich sage, ich werde dich sehr vermissen. Jetzt, was würdest du denn machen, wenn ich mit einem anderen Mann abhauen würde? Ich sage, dann würde ich den fragen, warum er nicht früher gekommen ist.
Sätze, merkt ihr mal eins, so eine Frau wie mich kriegst du nicht mehr. Ich sag, das will ich hoffen. In dem Moment schellet bei uns stehen 2 Zeugen Jehovas vor der Tür. Habe ich die auch reingelassen. Habe ich denen im Wohnzimmer einen Platz angeboten. Meine Frau hat noch eine Tasse Kaffee aufgeschüttet. Hat denen noch ein Stück Kuchen am Teller getan. Ich sag so, was wollt ihr mir denn jetzt erzählen? Sagte, das wissen wir auch nicht. Ich sag, wie, das wisst ihr auch nicht? Ja, sagte, so weit sind wir noch nie gekommen. Wie die weg waren, sagt meine Frau, gibt es eigentlich ein Sexualleben nach dem Tod? Ich sag, das haben wir doch heute schon. Ja, setz im Bett, bist du aber auch eine richtige Null. Ich sag, der beste Jockey kann nichts machen, wenn er am toten Pferd sitzt. Ich sag, ich weiß nur eins, wenn ich mal sterbe, möchte ich so sterben wie mein Opa. Der hat im Auto gesessen und ist hinterm Lenkrad ganz friedlich eingeschlafen. Ich sage, in keinem Fall möchte ich so sterben wie mein Onkel. Sätze, wie ist der denn gestorben? Ich sage, der hat neben dem Opa gesessen. Ich musste dann gehen, weil ich einen Termin beim Psychiater hatte. Und wie ich da hinkomme, mir ein Bekannter entgegen, sag, was hast du so eilig? Sagte meine Frau, jetzt steht jetzt kurz vor der Niederkunft und bei der Geburt möchte ich dabei sein. Ja, ich sage, bei der Zeugung warst du ja verreist. Wie ich dann bei der Psychiater reinkomme, sage ich, Herr Psychiater, ich glaube, ich bin ein Pferd. Sagte, seit wann haben Sie das denn? Ich sage, das Gefühl habe ich schon gehabt, als ich noch ein Pony war. Ja, sagte, das kann man behandeln, aber so eine Behandlung ist sehr teuer. Ich sagte, da müssen wir warten, bis ich das nächste Rennen gewonnen habe. Ich komme bei der Psychiater raus, kommt dann eine frühere Arbeitskollege von mir. Sagte, du weißt doch, dass wir vorige Woche unseren Nachbarn beerdigt haben. Sagte, und stell dir mal vor, diese Woche haben sie den wieder ausgegraben. Ja, ich sag, warum das denn? Sagte, das war ein Beamter, der hat noch 8 Tage Urlaub zu kriegen. Ich sag mal, was machst du jetzt? Sagt, ich suche meine Frau. Ich sag, ich suche auch meine Frau. Ich sag, wie sieht deine Frau denn aus? Sagt, ich habe eine hübsche Frau, groß, wunderbare Figur, lange blonde Haare, blaue Augen, Gesicht wie eine Puppe. Ich sag, weißt du was, ist mir egal, wo meine Frau ist. Wir suchen jetzt deine. Ja, habe ich aber nicht gemacht. Ich bin dann noch ein bisschen durch die Stadt gegangen, stehe ich auf einmal vor so einem Zoogeschäft. Vor dem Zoogeschäft eine große Käfig, sitzt eine Papagei drin, guckte mich an, sagte, du bist doof und hässlich und stinkst. Da bin ich in den Laden rein, habe ich mich bei der Verkäufer beschwert. Sagte, ich werde mit dem Papagei sprechen, dann sagt er das nicht mehr. Am anderen Tag komme ich zufällig wieder da vorbei, sitzt der Papagei auch wieder da. Guckte mich an, sagte, ich sag nichts, aber du weißt Bescheid. Danach bin ich dann auf kürzestem Weg direkt in meine Stammkneipe. Wie ich in die Kneipe reinkomme, sagt der Wirt, damit er Bescheid weiß, morgen bin ich nicht hier, da fahr ich nach Düsseldorf, ich bin da eingeladen. Ich sage, das ist doch kein Grund, dahin zu fahren. Ja, sagt, und anschließend fahre ich dann in den Wintersport, aber ich weiß noch nicht, wohin. Ich sage, fahr nach Sibirien. Sagt, glaubst du denn, dass es mir da gefällt? Ich sage, wenn du einmal in Düsseldorf warst, ist es überall schon. Steht einer neben mir, sagt, ich bin als Kind in Düsseldorf aufgewachsen. Ja, ich sage, ich habe eine schöne Kindheit gehabt. Sagt einer, ich war jetzt auch im Urlaub. Ich war mit meiner neuen Freundin in der Karibik. Ich sage, wie war es denn?
Sie hätte, wenn ich gewusst hätte, wie die im Bikini aussieht, wäre ich in der Wintersport gefahren. Sie hätte, und das Schlimmste ist, die heißt Sänger, aber die kann überhaupt nicht singen. Ich sage, ich habe auch mal eine gekannt, die ist voll. Die kann auch nicht singen. Spricht mich einer an, sagte, du bist so blöd, wenn man dich reden hört, das kann man ja nicht aushalten. Ich sage, und du bist so doof. Ich sage, wenn du Napoleon wärst, du hättest Amerika nicht entdeckt. Ja, der ist nur was für einen ganz kleinen Kreis. Der ist so doof, wenn du den fragst, was ist die Hälfte von 8, sagt er 7:30. Steht einer an der Theke, hat eine Glatze, guckte mich immer an, sagte, kennst du mich nicht mehr? Wir sind doch zusammen zur Schule gegangen, wir waren in einer Klasse. Ich sage, in meiner Klasse war keiner mit einer Glatze. Und nach jedem Glas Bier, was er trinkt, holt er ein Bild von seiner Frau aus der Tasche, guckt sich das Bild an und steckt es wieder weg. Ich sage, warum guckst du nach jedem Glas Bier das Bild von deiner Frau an? Sagt, ich will heute nicht besoffen werden. Ja, ich sage, das verstehe ich, aber warum guckst du nach jedem Glas Bier das Bild von deiner Frau an? Sagt, wenn sie anfängt schön zu werden, gehe ich nach Hause. Jetzt ist eine Kneipe auch einer, der ist immer so eifersüchtig. Sagte, wenn meiner Frau einer zu nahe kommt, kratze ich dem die Augen aus. Ich sag, wenn einer Augen hat. Hat der ja nicht kapiert. Der Typ, der ist so bekloppt, der hat sich jetzt im Internet ein Gerät bestellt, mit dem er Kontakt zu den Toten aufnehmen kann. Haben sie ihm eine Schippe geschickt. Jetzt sitzen da am Tisch 3 Mann, machen die so ein Würfelspiel. Ich sage, was macht ihr denn hier? Ich sagte, kannst du mitmachen, wenn eine Zahl würfelt zwischen 1 und 5, kriegst du einen in die Fresse. Ich sage, was ist, wenn ich in 6 Würfel setze, dann darfst du noch mal. Ich sage, gestern habe ich deinen Mann gesehen, da habe ich gesehen, wie der in Puff gegangen ist. Jetzt, das hat keine Bedeutung. Ich sage, wie, das hat keine Bedeutung. Setze nicht jeder, der ins Stadion geht, kann auch Fußball spielen. Jetzt weißt du auch, dass 90% aller Frauen sexuell unbefriedigt sind. Ja, ich sage, tut mir leid, aber ich kann nicht überall sein. Ich sage, wie alt bist du eigentlich? Ich habe vor 40 Jahren das Licht der Welt erblickt. Ich sage, da muss aber vorher lang blind gewesen sein. Ja, jetzt ist da einer in der Kneipe, der hatte vor ein paar Tagen Geburtstag, ist der 80 Jahre alt geworden. Hatte mir erzählt, dass seine Freunde für ihn zum Geburtstag eine Striptease-Tänzerin bestellt haben. Sie hätte, das machen die schon seit meinem 20. Lebensjahr. Alle 10 Jahre, wenn ich eine Runde Geburtstag habe, bestellen die eine Striptease-Tänzerin. Ich sage, das ist doch ein schönes Geschenk, da hast du dich doch bestimmt gefreut. Nee, sie hätte, das war doch immer dieselbe. Ja, so hat im Leben alles seine Zeit. Heute Freud und morgen Leid. Doch dass ihr verschont bleibt von Sorgen und Schmerzen, das wünsche ich euch eine Knallkopf. Von ganzem Herzen. Macht es gut. Dankeschön. Das war er mit seinem trockenen Humor. Eine Knallkopf, Dieter Röder.